Hallöchen! Wir sind jetzt in Napoli. Wir sind jetzt hier entspannt am Zmörgeln. Und nachher können wir ins Hotel unseren Scheit lassen. Ich hoffe, wir haben Platz. Oh. Ciao. Good morning. Okay. Das ist jetzt Castel Nuovo. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Maradona Mural, zum Teil zu der Bemalung von Maradona und testen dann den Spritz von ihm. Bro, nach 3 Jahren aufdrängeln, auflaufen, haben wir es jetzt geschafft. Und es ist ein bisschen underwhelming, finde ich. Also der Mural. Und jetzt suchen wir den Drink, weil ich den Drink testen. Wir haben es jetzt geschafft. Für 5 € haben wir jetzt einen grossen genommen. Ich weiß nicht, wie klein der andere wäre. Und es ist einfach ein Spritz mit Blue Curacao, darum. Ist nicht gut. Cheese ist stark. Ja. Und es schmeckt nach Kaugummi. Willst du nicht gleiche Röhrchen, Alter? Wir sind empfindlich. Nein. Schade, du weißt, so man trinkt nicht vom Stroh. One way to immediately elevate your drinking experience is not to use any straws that are provided. Es ist wirklich stark. Gell? Aber Aperol Spritz, ist das ungefähr gleich, oder? Ich glaube schon. Ich habe auch im Atem jetzt so Alkohol irgendwie. Schmeckt irgendwie nach so Troika Blau oder so. Oder wenn's Ja, oder nach Kaugummi. Schmeckst du Kaugummi? schüch. Wir haben jetzt gerade zu Mittag gegessen und jetzt haben wir hier Limoncello und Meloncello. Und ich habe noch nie Meloncello gehabt. Und du hast noch nie Limoncello gehabt, gell? Nein, ich kann Limoncello nicht schon gehabt. Ah, Limoncello nicht. ja, dann gibt es den Taste-Test. Boah, das schmeckt so geil nach Melone, so Honigmelone. Boah, oh. Das gehört sich gefährlich an. Komm, es ist warm, Bro. Es schmeckt auch nach Medizin. Was? Wir sind einfach in der Galerie gelandet, ohne dass wir es wollten. Und ich habe gedacht, so, Bro, in Mailand hat es das auch und ich bin dort noch nie gewesen und ich weiß nicht. Aber es ist actually so schön. Hallo. Ja. Hey! Willkommen in unserem Hotelzimmer oder Bed and Breakfast Zimmer. Da rechts haben wir nicht einen Schrank, ein Gestell. Dann haben wir da so einen Spiegel. Bro, eigentlich es ist mega simpel, aber ich finde es cute. Haben wir einen Tisch, wo wir unseren Scheit hin tun. Dann haben wir da ein Sofabett, das nicht bezogen ist. Ich hoffe, das kommt noch. Fernsehen haben wir noch nicht getestet, to be honest. Dann haben wir hier die Aussicht. Check mal ab. Dann haben wir das Bett. Wir wollen uns dann streiten, wer das bekommt. Und dann haben wir das WC. Und ich finde, Bro, die Dusche sieht insane aus. Die Dusche sieht wirklich bau aus. Ja. Und der Ember hat keine Seife mitgenommen. Bro, hast du einfach Bodywash und Handsoap. Hast du einfach alles schon da. Und das ist noch wichtig, Bro. Es hat da einfach einen Kühlschrank, der nicht gekühlt ist. So, wir haben Wasser gekauft, das lauwarm ist. Vom Kühlschrank haben wir den genommen. Und es wird nicht kälter. Und ich habe auch ein Bier, das ich eigentlich gerne, ich muss den jetzt fast jetzt trinken.
Weil sonst muss ich da heißes Bier trinken. Das wär's. Wir haben vorher herausgefunden, dass wir im falschen Zimmer sind. Und ich bin mir so sicher, dass wo wir gebucht haben, dass wir mit zum Morgen gebucht haben. Und jetzt sagen sie, nein, schon nicht zum Morgen. Und ich so, nein, kann nicht sein. Und dann habe ich jetzt nochmal geschaut. Wir finden nichts, Bro. Es steht nirgends, dass wir zum Morgen gebucht haben. Ich fühle mich so gaslit, Bro. Der Dude hat gerade Bezug gebracht für das Sofa. Das heisst, wir sind im falschen Raum und haben kein zum Morgen. Also der Raum ist mir eigentlich egal, weil es ist easy da. Aber kein zum Morgen ist actually... Nein, actually, es ist nicht der Typ, aber es ist schon nicht so geil. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn du pissen musst, wo spürst du es? Ja? Wenn du pissen musst, wo spürst du es? Ja. Den Drang. Ja, bei der Blase. Ich habe einen TikTok gesehen, wo sagt, dass Männer es am Schwanz spüren. Frag mich, wenn ich wieder muss. Okay. Es ist jetzt Tag 2, Leute. Wir haben fette Lost Session gerade gehabt, weil wir sind zum Hafen dort hinein und es war einfach leer gewesen, ein riesiges Schiff, aber kein Mensch war dort gefühlt. In einer halben Stunde nehmen wir ein Schiff nach Ischia, eine Insel. Es ist auch gestanden, dass es regnen am Morgen. Aber nee, das hält uns nicht davon ab. Wir gehen trotzdem auf die Insel und es hat auch noch nicht geregnet. Es wird auch nicht regnen so. Endlich angekommen. Der Reis hat einen mehr kaputt gemacht als irgendetwas anderes. Ja, ich bin auch eingeloggt. Leute, die Schiffsfahrt war so Szene. Gefühlt alle haben Kies. So. Allgemein der Vibe war mega unangenehm. Ich bin mega müde geworden wegen der Bewegung. Ember auch. Aber er hat gesagt, wo er die eine gesehen hat, Kiese, Bro, ist ihm auch schlecht geworden. Jetzt haben wir Kopfweh irgendwie. Aber wir sind wenigstens endlich auf der Insel angekommen. Leute, es ist so schön da. Bild ist nur schön. Du bist vor 3 Jahren lang so am Chillen. So. Leute, der Chillau ist zu crazy, Alter. Ihr wisst nicht, Bro. Aber wisst ihr, was nicht Chillau ist? Ich wollte vorher duschen, damit ich nicht salzig bin. Und ich habe das actually noch nie in meinem Leben erlebt. Es kostet 1 Euro pro 1 Minute. 1 Minute ohne Salz duschen. Oh, sorry. Es ist wieder Zeit zum Heimgehen, bald. Und wir hoffen einfach, dass die Schiffsfahrt nicht wieder eine Apokalypse wird, wo alle kiesen. Wow Leute, schaut euch mal diese schöne Aussicht an. Bro, gehen wir liften? Guten Morgen, es ist jetzt Tag 3 in Italien. Wir gehen heute nach Sorrento wieder auf dem Schiff. Aber ich habe das Gefühl, das Meer heute ist auch wieder chillig wie gestern auf dem Heimweg. Leute, die Szene geht weiter. Es ist ein Breda angekommen, der hier arbeitet.
Und er hat gesagt, man darf nicht da oben, es darf da oben einem nicht schlecht werden. Und wenn ja, dann muss man runtergehen oder raus. Und zum Rausgehen muss man zahlen. Wir sind jetzt angekommen in Sorrento. Die Fahrt ist mega schnell gegangen. Es sieht mega schön aus schon mal. Das ist der Vesuv und es sieht low-key aus, als wäre er am Ausbrechen wegen der Wolken. But he isn't. Bro, meinst du scharf da wegen Scoville? Und? Ist gut. Du hast einfach getrunken, bevor ich gefilmt habe. Das ist jetzt Sorrento Spritz. Das ist eigentlich einfach Limoncello Spritz, wenn wir ganz ehrlich sind, aber ja. Wow, auch stark. Aber ist fein. Ist erfrischend. Aber wirklich stark. Ja, ja. Oh mein Gott. Leute, checken ihr den warmen Bier am Strand? Brüche. Ist okay, aber kalt wäre geil. Ja. Leute, wir sind immer noch am Strand und wir haben uns jetzt Aperol und Mascamule geholt. Boah, das ist verdammt stark da. Ich habe das Gefühl, alle Drinks da. Und der Ember hat noch nie Aperol Spritz gehabt. Das heisst, jetzt gibt es einen Taste-Test. Es ist bitter, gell? Nur damit du es weißt. Gar nicht geil. Gar nicht geil. Oh, okay, check ich da. Ich probiere jetzt den Mascamule, weil ich bin nicht so ein Mascamule-Chai, ja. Ich zeige nicht, wieso man das trinkt. What fein. Eben, viel besser. Aber nicht so stark. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, auf dem Schiff zum Heimgehen. Und ich bin tot, Bro. Dead. Bro, ich weiß ja nicht, aber es geht eventuell zu weit. Mit der Rutschbahn. Okay. He's just like, Mickey, call Pluto and just put everything on a ship. 18 decks, 23 pools, 20 restaurants. Those purple tubes off the back are a 10-story water slide. Ja, es ist das Schiff. Mein Es ist Gott. das Schiff. Wegen dem Namen. Es hat Oh genau den gleichen mein Namen. Gott! Guten Morgen, Tag 4. Scheiße. Tag 4. Es ist einfach am Regnen, Leute, aber halt heavy. Ich würde sagen, es ist nicht am Regnen, gehen wir einfach. Ja. Weil gestern hat es eben auch geregnet am Morgen und wir sind raus. Und genau wo wir raus sind, hat es aufgehört zu regnen. Heute chillen wir in Napoli. Die 2 Reisen sind jetzt over. Jetzt gibt es Napoli-Chills. Boah, der Regen ist nicht okay. Alter. Leute, wir sind so Big Bags. Wir haben literally vor einer halben Stunde zum Morgen gegessen und jetzt sind wir schon in einem anderen Resti am Pokéball bestellen. Leute, checken dir den, Bro. Oh mein Gott. Jetzt wird fett reingebogen, Bro. Wir sind jetzt beim Kloster von Santa Chiara. Leute, zu schön da. So schöner Garten.
Und ich habe extra meinen Rock gematcht, um da reinpassen. Kloster ist done, ist sehr schön dort. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den Katakomben. Ich kann schon immer mal die Katakomben besuchen, darum bin ich ganz gespannt jetzt. Wir haben jetzt hier unsere Tickets geholt, sind jetzt im Eingangsbereich und es wird einfach eine Tour geben, auf Englisch auch. Und ich kann einfach selber umeinander laufen, aber honestly, eine Tour 10 von 10, viel besser. Leute, heute gibt es fette Tourismus. Weil jetzt sind wir fertig mit diesen Katakomben, mit dem ersten. Und ich kann keine Videos von der Foto machen. Und sie hat gesagt, das Billett gilt auch für den anderen. Aber der andere schließt in 10 Minuten. Also die letzte Tour ist einfach in 10 Minuten. Ja. Und jetzt gehen wir dort hin. Dann haben wir einfach 2 Katakomben heute besucht. Gang. Leute, wir haben es geschafft. Jetzt die zweite Katakombe abchecken. Die Tour ist over. Ich habe die erste honestly besser gefunden. Jetzt zwinge ich den Ember ganz weit oben von der Stadt zu gehen, weil wenn wir schon fast oben sind, dann gehen wir ganz rauf. Jetzt wird es ernst. Okay. Warte. Bro, ich denke, wir kommen bei diesem Gebäude da. Es hat noch mehr Steige dort oben, Bro. Oh mein Gott. Bro, ich wollte doch nur zu diesem Gebäude. Und jetzt sind wir in einem scheiß Tunnel gelandet, oder was? Noch mehr Steige warten auf uns. Okay. It's over, Bro. Für nichts. Okay, Leute, nichts da. Weil da, um da rüberzukommen, da hat es einen fetten Zaun. Ich weiß nicht, wie man da kommt. Und es ist theologische Fakultät, habe ich herausgefunden. Nur das haben wir jetzt als Aussicht. Also ich weiß nicht, wie sich das gelohnt hat jetzt. Hihi! Da in Napoli gibt es den Pulcinella. Das ist so eine Jester-artige Figur, die ich so geil finde. Und jetzt habe ich einfach eine Statue gefunden, wo man die Nase reibt für Glück. Ja, wie mache ich Bilder? Tun reiben. Hey Leute, wir sind back on track. Wir müssen Koffein tanken. Und jetzt haben wir hier Aussie Lemonade Style Juiced Monster Energy and Juice. Vor ein paar Videos habe ich ja mit 2 Kolleginnen, Sarah und Kaya, Energy Drinks getestet und jetzt kommt es wieder dazu. Und Shoutout an Flair Schmerz, wie er gesagt, dass bei jetzt in jedem Shoutout Flair Schmerz, wie er gesagt, dass bis jetzt in jedem YouTube-Video von mir, außer die einem, habe ich Energy Drink getrunken und getestet. Oder nur getrunken, ich weiß nicht. Presche. Schmeckt nach Zitrone. Ist gut. Aber es hat so einen Nachgeschmack, der mir nicht gefällt. Aber dafür, dass es Monster ist, finde ich es nice. Also, geil. Die Drinks hier in Napoli oder in Italien, ich weiß nicht, sind so stark. Aber irgendwie halb so teuer. Ich bin schockiert. Ich habe einen Schluck von meinem Caipirinha genommen. Es ist null, Bro! Alles gut, die Ember! Wie macht man? Lecker! Nein, zuerst trinken. Zuerst trinken. Ah.
Hola Indy! Alles Gute, Indigo! Bro, ich liebe dich auch. Eigentlich muss ich dir da ein Liebesgeständnis machen, nicht du mir, Alter. Aber alles Gute, Bro, genieß deinen Tag. Ich wünsche dir alles nur das Beste. Ciao! 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 So süß! Tag 5, wir gehen jetzt am Strand, haben 3 Jahre gebraucht, um ein scheiß Ticket zu lösen und den Zug zu finden. Und ich glaube, wir sind actually auch am Schwarzfahren. Weil es schon, man muss das Ticket validieren, wir haben keine Maschine gefunden. Aber wo wir durch die Tür sind, haben sie gesagt, ist okay, also ich weiß es auch nicht, aber... Das Mal fahren wir nicht schwarz, Alter. Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen und Vorsicht auf Taschenlampen. Du bist so. Bro, willst du verarschen? Ich weiß schon, dass es Mango hat. Ich schmecke kein Mango, Bro. Aber ist schon fein. Mega speziell, ich habe aber nie so etwas getrunken. Was ist das? Der nächste Drink. Das ist Paloma. Das schmeckt wie Räucherstäbli, Bro. Das hat etwas. Aber ist gut. Schmeckt literally nach Räucherstäbli. Dann haben wir hier Saint Germain. Hugo. Ist halt ein Hugo. Ja. Leute, ich bin auf Mission. Aber ich weiß nicht, wie ich die meistern. Weil der Ember hat ja Geburtstag und eine Kollegin, Anita, Charlotte Anita, hat gesagt, ich sollte einen Kuchen organisieren, damit alle singen und wir ihn blamieren, aber auch einfach wie es herzige Geste ist. Und jetzt check ich nicht, wie ich das anstelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich kann jetzt nicht, ob sie Kerzen haben. Ich bin hier im Eingang und ich hoffe, Ember schaut nicht hinter oder zur Seite, weil er würde mich direkt sehen. Do you want the light? Yes. Okay. Happy birthday! Ich hab's verstanden, Bro. Happy birthday to you! Happy birthday! Zum Geburtstag, Baby! Zum Geburtstag, Baby! Yeah! Geil, Bro. Geil. Oh, was? Kannst du dir gerade nochmal etwas wünschen? Du kannst so viel wünschen, wie du willst. Hey, Tag 6 und auch der letzte Tag ist jetzt abgebrochen. Wir treffen heute einfach eine Kollegin von mir, die ich in Zürich nicht mal oft gesehen habe, aber hauptsächlich in Napoli gibt es ein Meet-up. Dann essen wir zusammen essen und irgendwann müssen wir auch schon an den Flughafen leider. Wir sind jetzt hier im Resti. Yeah! Geil, geil. Leute, am ersten... Sogar Musik hast du gehört, kannst du noch Videos machen. Leute, am ersten Tag haben wir ja Meloncello. Am ersten Tag haben wir ja Meloncello-Shot probiert. Am ersten Tag haben wir ja Meloncello-Shot probiert und jetzt habe ich einfach einen Meloncello-Spritz-Taste-Test.
Schmeckt nach Melonensaft, Bro. Die Augen musst du da schauen, die Augen. Das ist jetzt der letzte Abschied von diesem Hotel. Wir sind jetzt endlich am Flughafen. Es ist alles so schnell gegangen, to be honest. Jetzt sind wir unseren letzten Meal am gönnen und unseren letzten Drink. Wohl, ob es der letzte Drink ist, weiß ich nicht. Tschüss. Airbus is fully